Also die Leute fragen mich immer, Pat, was hast du eigentlich am 13. Mai 2017 gemacht? Ich fahre jetzt gerade geschwind in mein Büro und nachher muss ich zum Kundentermin. Okay, ich gebe zu, Kundentermin klingt ein bisschen blöd, weil es ist eigentlich gar kein Kundentermin. Doch, es ist ein Termin, wie man kommt. Es ist quasi ein Kundentermin. Es ist Samstag und ich arbeite. So ist es halt. Es ist richtig sommerlich da aus, richtig geil, Mann. Ich habe natürlich noch nicht erwähnt, dass wir mit einer Feuerwehr fahren. Guck mal, das ist ein altes Feuerwehr. Wow. Es ist immer geil, wenn man mit Schauspielern unterwegs ist, dann gibt es schon am Nachmittag um 1, 12. Wie spät ist das? 12. Dann gibt es schon um 12 Sekt. Ja, Prost. Ich habe heute auch. Neben mir sitzt ein Bär und der ist riesig. Wir sind jetzt in Lübeck angekommen. Es ist eine schöne Stadt, kleine Stadt. Also es ist ja gar nicht irgendwie so gross wie Zürich vielleicht. So, nein, es ist ein bisschen kleiner, 240'000 Einwohner oder so. Ein bisschen kleiner als Zürich, aber von der Größe her mindestens so gross wie Zürich. Aber er hat eine richtig schöne Altstadt und das schauen wir uns jetzt mal an. Das ist zu den Gesenden hier dort hinten. Die haben sich gerade einen Joint gedreht, wo wir vorbeigelaufen sind. Und da meine beiden Schauspieler, die damit unterwegs sind, die sehen halt eine Uniform mit Polizisten. Dann haben die gerade gemeint, das sind echte. Und haben gerade so zugemacht und haben gerade abhauen und so. Und dann haben sie gecheckt, oh nein, da läuft einer mit einer Kamera und so rein. Das ist super herzig da. Es hat überall so kleine Gänge. Und dort hinten dran sind dann die Häuser in diesen Gängen rein. Hure herzig. So, jedes Haus quasi im Hinterhof hat dann quasi die Eingänge zu weiteren Häusern. Da auch schon wieder. Oder? Da haben nachher die Leute quasi im Hinterhof ihr Haus. Richtig cool. Also ich muss sagen, die Altstadt hier ist wirklich super schön zu Lübeck. Wenn ihr irgendwann mal auf Norddeutschland kommt, geht euch das anschauen. Das ist wirklich super. Es hat so viele schöne alte Häuser. Also ich würde hier hinzügeln. Ich muss sagen, es ist wirklich mega herzig da. Hinter jedem Gang, schaut mal wie klein der ist. Ich stelle mich mal schnell daneben. So, das ist quasi der Eingang und ich bin so etwa 1,83, 84 groß. Hinter jedem Gang versteckt sich etwas anderes. Der Innenhof sieht immer anders aus, der Eingang der Häuser immer anders. Es lohnt sich wirklich, jeden Einzelnen anzuschauen. Das ist wirklich interessant. Schauen wir mal, wie es da dahinter aussieht. Aber ich muss wirklich den Kopf einziehen, weil es ist mega eng und tief. Siehst du, das ist jetzt so ein Hinterhof. Richtig lustig. Ich finde das wirklich geil. Ich muss sagen, ich finde das richtig geil. Schau, der ist jetzt ein bisschen grösser, da passe ich gut durch. Bei diesen Gängen hat es noch das Familienwappen von dieser Familie, die da im Mittelalter oder auch heute noch wohnt. Ist krass, oder? Das ist alles bis heute so erhalten geblieben. Gut, also ich nehme an, das ist jetzt nicht das Original, aber ich meine, die Gänge, die sind original mehrere hundert Jahre alt. Ich finde das sehr beeindruckend. Ich schaue jetzt mal den nächsten Gang an. Der sieht richtig vielversprechend aus. Schaut mal rein. Okay, Mülltonne, das ist jetzt noch nicht so cool, aber es ist richtig cool. Man fühlt sich gerade wirklich so ein paar hundert Jahre zurückversetzt. Aber wisst ihr, was mich an Altstädten immer so richtig stört? Wenn so richtig schön alte Häuser sind und dann mit drinnen so etwas Hässliches steht. Ich ziehe noch einmal die Kielen rein. Ich finde, die sehen 1:1 aus wie aus so einem Assassin's Creed. Da kannst du so oben durchbalancieren und schon einfach so einen Stegen. Es sieht übel geil aus, wirklich. Die Kamera kann das gar nicht abbilden, wie geil das da aussieht. Vielleicht wisst ihr es ja, ich komme ursprünglich aus Lüneburg, also ursprünglich komme ich aus Zürich, aber ich meine ursprünglich, wo ich gewohnt habe, aus Lüneburg, inzwischen wohne ich nicht mehr dort. Das muss ich eigentlich auch noch mal erzählen, oder? Auf jeden Fall ist Lüneburg so von der Altstadt her auch richtig schön. Das kann man ruhig mal sagen. Also die Häuser, die es dort hat, 500 Jahre und älter. Und Lübeck ist einfach noch mal eine Runde grösser. Das ist geil, es sind uralte Häuser, aber dann auch mega riesige, schöne alte Kirchen. Also ich bin wirklich mega begeistert, wenn ihr auf Lübeck kommt, könnt das anschauen, wirklich. Lübeck ist übrigens eine Stadt, die durch den Salzhandel reich geworden ist und darum haben die so grosse, prachtvolle Häuser da. Salz ist damals von Lüneburg und darum ist Lüneburg auch so schön alt und gross und hat schöne Häuser. Salz ist von dort gefördert worden, nach Lübeck verschifft worden, über einen Kanal oder auch über den Landweg und von Lübeck dann in die ganze Ostsee, wo es nachher zum Beispiel Salz zum Fisch konservieren und so gebraucht haben. Darum ist Lübeck so reich und hat heute so schöne alte Häuser. Gewisse Fassadenverläufe erinnern mich mega an London. Schau mal, der hat so richtig schöne Art, wie einen geschlossenen Balkon. Super schön. So, jetzt bin ich scheinbar auf der Main Street angekommen und da hat es ganz viele Läden und so, die man aber aus den anderen Städten auch kennt. Also wegen der muss man nicht unbedingt auf Lübeck. Aber eins muss ich sagen, dort unten hat es jetzt gerade ein syrisches Restaurant gehabt, das australisch. Da hat es einen Burgerladen
und dort noch ein Koreaner. Also Food ist mega abwechslungsreich hier in Lübeck. Aber wie es zu jeder Stadt gehört, hat es auch hier einfach zum Teil richtig hässliche Gebäude mitten in der schönen Stadt rein. Ich weiss nicht, wie man so etwas kann in so eine alte Stadt bauen kann. Und es hat hier oben im Norden eigentlich recht viele Biersorten und er verkauft ein Münchner, ein bayerisches Bier. Ein Verräter. Auch hier wieder so ein klassisches Beispiel. Auf der einen Seite schöne, alte, mittelalterliche Häuser. Auf der anderen Seite irgend so einen Kack da. Wieso macht man so etwas? Ich finde, so etwas sollte verboten werden. Hört ihr das? Da kommt irgendwo so Musik aus einer Drehorgel her, aber ich weiss nicht von wo. Ich glaube, da dahinter ist das. Schau mal, wie die Straße heisst. Kolk. Hier in Lübeck hat es ähnlich wie in Lüneburg ganz viele Häuser mit so Treppengiebeln. Da haben wir auch wieder die schönen alten Häuser. Richtig schön. Also wirklich, ich muss sagen, die Stadt ist wunderschön. Also mit dem ganzen Wasser hier erinnert die Stadt zusammen mit den alten Häusern mega an Amsterdam. Es ist inzwischen schon viel später. Wir sind jetzt noch geguckt, haben ein bisschen geschnurrt, haben den Abend noch ausklingen lassen und jetzt fahren wir wieder heim mit der Feuerwehr. So, und mit dem mache ich jetzt mit dem schönen Ausblick hier auf Trave, heisst glaube ich der Fluss. Wünsche ich euch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao zusammen.